So, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen bei der Kinimusi, beim Kanal, der euch die Volksmusik auf spielerische Weise näher bringt. Ich versuche wirklich aus einer Sicht ich bezeichne mich selbst schon als Einsteiger, ich spiele zwar schon 17 Jahre mittlerweile die steirische, aber habe tatsächlich die ersten 11 Jahre, weil ich nur nach Noten gespielt habe, nur nach Griffschrift, viel liegen lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann noch mal ein bisschen Pause gemacht, aber ich spiele circa eigentlich richtig intensiv erst seit 4 Jahren, muss man sagen. Nichtsdestotrotz hat mir das was gebracht, dass ich mich ein bisschen mit dem Instrument befasse, dass ich die Noten lerne und so weiter. So viel zu mir. Und ich möchte euch das weiterbringen auf einer nativen Ebene, nicht auf das professionelle. Ich bin kein Zirklehrer. Ich kann euch nur Tipps weitergeben, die auch wirklich ich selbst von Profis erhalten habe. Ja? Und die gebe ich gern weiter. Und wenn ich noch weiß, von welchem Profi ich einen Tipp bekommen habe, dann tue ich den auch gern verlinken, weil die Leute wirklich gut sind und weil ihr, und das predige ich immer, Stunden nehmen sollt. Auch wenn ihr über Online-Schulen lernt, was nichts dagegen spricht, wirklich gut. Aber die Online-Schule kann euch ja aktiv nicht zuschauen und nicht aktiv einen Fehler sagen, den ihr die ganze Zeit macht. Zum Beispiel, dass ich mit dem Fuß immer mitwipp oder dass ich einen Ball so umeinander hau. Alles sind halt schlechte Eigenschaften, die man sich trainiert, wenn man keinen hat, der drauf schaut. Deswegen fahrt zu Seminare vor eure Zirkschulen oder geht wirklich unregelmäßig einmal im Monat zum Lehrer, der es wirklich drauf hat. Ich werde immer mehr vorstellen, auch in eurer Region werdet ihr da noch finden. Ja, wir gehen mal gleich weiter mit einem super schönen Lied. Das jeder kennt von euch. Es steht unter dem Titel drin, Castelus Borische. Von Castelus Meyer, von den Hallgrafenmusikanten, kenne ich selber auch nicht persönlich. Finde ich nur, bin ein Riesenfan. Ist eine super geile Gruppe. Macht eine riesen Gaudi. Höre ich gern auch privat über Spotify. Gelernt habe ich es, aber nicht über Griffschrift. Ich glaube, mittlerweile gibt es Videos von Online-Schulen. Griffschrift, glaube ich, dass es vielleicht auch gibt, wenn ich nicht finde, verlinke ich es. Ansonsten verlinke ich auch die Zirkschule, ich glaube, die hat es. Ich glaube auch die Quetschakademie, ich bin mir ziemlich sicher, hat es. Und ich glaube auch, dass der Zirkfuchs gesagt hat, er hat es bald drinnen, weil es halt einfach so beliebt ist. Ist aber ein Schwarzstickel, muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen. Ich selber habe es gelernt von Martin Regnath. Martin Regnath ist der musikalische Leiter der Landerer Harmonika, nicht weit von mir. Ich bin ja da aus Starnberg, Bad Tölz, so 3/4 Stunde. Bin ja einmal auf Seminare, habe früher auch Landerer Harmonikas gespielt. Super schöne Zirken, taugt mir richtig. Nur wie es so oft ist, ein Zirkspieler muss halt ab und an einfach mal was wechseln. Kann sein, dass das auch nicht meine letzten sind. Ja. Ich lasse aber meist über kein Zirk was Schlechtes kommen, weil alle sind irgendwie gut mittlerweile. Die Alten gibt es nicht mehr. Die Neuen, die sind einfach, es muss einfach liegen, so ein Zirk. Habe ich gelernt von Martin Regnath. Martin Regnath, möchte ich auch was kurz dazu sagen, macht, wie gesagt, musikalische Leitung beim Landerer unten. Habe bei Pixners Backstage, beim Pixner mitgespielt mit der Kontragitarre. Also super gut. Und hat mir das auch schön gezeigt mit einer schönen Griffschrift. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt und wie immer live gehen wir so. Schauen wir mal, ob er hier haut.
der Castulus-Bohrische vom Castulus Meyer, habe ich vergessen, schreibe aber dazu, im GCFB auf der C-Reihe gestartet. Ihr habt gemerkt, ich spiele den nicht ganz original, ich baue immer mal ein bisschen was ein, das mache ich auch, während ich spiele, einfach so, was mir so gefällt. Haut oft nicht hin, aber wenn man es nicht daheim macht, wann denn dann? Ja, wenn ich den live spiele, vor allem mit einer Gruppe zusammen und wir haben eingespielt, dann haut das nicht hin, dann muss ich mir ein bisschen an das halten, weil wenn ich dann irgendwelche Höhen oder Punkte rausnehme und die ein bisschen echt lauter spiele und einmal das Staccato anders, Staccato heißt quasi einen kurzen, nicht einen kurzen, sondern einen Labradorton spiele, dann klingt das irgendwie nicht mehr. Also wenn man in der Gruppe spielt, sollte man sich schon ein bisschen daran halten. Das so als kleiner Tipp, ansonsten tobt euch aus. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wie immer, viel Spaß beim Spielen. Servus.